Good morning, ik begrüße jullie in de naam des Herrn Jesus Christus. Wordt juist bekend gemaakt van de services wat er waren bij die Elmer Complex zijn met Peter Breisky. Wat die niet bekend zijn met denen, ik wil je toeroden dat je wouldn't bekend maken. Wir Jesus Samarias op een service waar hij reden deed in Listowel. Wir een deel mensen wat ik heim in vele geven zich aan naar Jezus. Peter Breisky is al about 22 Jahre alt, aber dort 4 von Gott sehen, yes, ist noch nicht uitgegangen. Dort brennt noch an den. Und ich würde je im Auto sprechen, durch Handfahren und durch beten, dort für die, was sind, dass Gott wird große Arbeit tun. Und wenn je Familie, Freunde, Geschwister haben, was dort noch fehlen lässt, dann dort die anladen. Und nehmt die da an. Da wird jeder Abend, Dienstag, der Freitag auf Deutsch sein und Donnerstag auf Englisch. So, das wird sehr wertvoll sein. Für das Mal ist die Botschaft, habe ich den Titel gegeben, Gott uns Rada. Na, wir würden vielleicht so denken, wenn wir als Christen sind, dann sind wir all gerat. Warum ist es dann wichtig noch, dass wir Gott als Rada ansehen? David bet für das Volk Israel und er betet, sagt, Gott, rat dein Volk. Wie uns fehlt es immer weiter zu raten. Nicht von ewigen Tod zu ewigem Leben, dort hat er einmal, aber uns täglich raten willst. Wir leben in einer Welt, wo da viel Gefahr ist. Wir leben in einer Welt, wo da ein großer Kampf angehen wird. Und der Kampf ist für unsere Seele und für die Seelen um uns. Die wird für unsere Familie und so weiter. So der Kampf ist durch, wir sind immer in Gefahr und uns fehlt immer weiter zu raten. Oftmals sind wir gar nicht gewohnt von der Gefahr, wo wir sind, oder der Trouble, was um uns ist, über uns fehlt immer weiter zu raten. Und so möchte ich über reden. Und die Hauptvers, wo ich will nur checken, ist 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 10. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 10. Wenn ihr die Bibel habt, dreht euch an, wollen wir mit checken. Das Vers redet von 3 Tiden, wo uns Radung fehlen wird. Und wenn Gott uns raten wird. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 10 sagt er haft uns uit zo'n grote dodesgevaar geraad. Hij haft uns uit zo'n grote dodesgevaar geraad. Dat is in de Vergangenheit. Wenn wir gläubig sind und Jesus Christus wie haben angenommen als uns persönlicher Heiland, dann hat er uns geraten von der Todesgefahr. Und das ist in der Vergangenheit. Nächste sagt er, und wird uns auch weiter raten, das ist nu. Und was immer Gefahr und was immer Trouble wir sind, wird er uns nu raten. Dann sagt er wieder, jo, wir hupen durchab, dass er uns auch wieder raten wird. Das ist in der Zukunft. Das wird noch vor uns Licht. Der Psalm sagt dort, viele sind die Troubles von der Gerechten, aber der Herr rate uit die aller Rüt. So wie uns Leben, weil wir uns Leben haben, Jesus Christus haben gegeben, das meinten wir nicht, dass wir nicht mehr Troubles wollen begegnen, wir wollen. Aber wir haben dort Versprechen, die Versicherung, dass Christus wird uns uit die auch aller Rüt raten. Wir können am ganz vertrauen darauf. Und wollen wir was Beispiele checken, uit Gott sein Wort, wo er sein Volk raten deed. In der erste ist die 2. Mose, Kapitel 18. Israel wir in Ägypten gewesen. Für lange Zeit wir sie das Sklaven gewesen. Und nu 400 Jahre brach Gott ihn Rüt mit einer starken Hand, mit einem starken Arm, mit großer Macht, brachte er ihn uit de Gefangenschaft Rüt. So hier in 2. Mose Kapitel 18, Vers 8
vertelt Moses zijn schwiegervader, wat er passiert ist, wat zij erfahren haben. Und das ist sehr wichtig, dass wir lernen, dort mitteilen mit anderen, was Gott in ons Leben getan hat. Viele von uns finden es sehr schwer, von den Dingen zu reden. Und dort ist wichtig, dass wir dort überkommen, überstehen, und dass wir willig sind, mit Menschen mitzuteilen, was Gott getan hat. Sie, Psalm 50, Vers 15 sagt, raub mich an in der Not, dann wo ich dir raten, und dann sollst du mich preisen. Und so ist es wichtig, dass wir das tun. Hier in 2. Mose 18, Vers 8, vertelt Moses den Schwiegervater. Moses vertelt seinen Schwiegervater alles, was der Herr den König und Ägypter getan hat, um Israel rüberzubringen. Dann vertelt er ihm auch, was sie hingewegs verschworen, beleefd hadden, en wo der Herr an geraad had. Nicht bloß hat er uit Ägypten uitgeraad von der Sklaverei, aber hingewegs, wo sie so viel Trouble gehad hatten, so viel schwere Dinge erfahren hatten, wo sie in der Wüste waren als ein großes Volk, wo es kein Wutter war. Und sie schreien uit nur Gott, und Gott radiert uit. Aber anders steht kein Sinn nur ein Wutter, und dann fangen sie uit, das Wutter wird besser, dann können sie nicht trinken. Schreien sie weiter uit nur Gott, und Gott radiert davon, und mögt das Wutter seid, dass sie davon trinken können. Ihr hungert, und sie rufen nicht nur Gott, und Gott schickt ihr Manna vom Himmel, dass sie essen können. Und so Moses vertelt seinen Schwiegervater all diese Dinge, was hier gewesen begehen haben, wo Gott ihnen geholfen hat, wo Gott ihnen immer weiter geraten hat. In 5. Mose 26, Vers 8, sagt es, und der Herr lädt uns uit Ägypten mit einer starken Hand und einem Arm, der nicht meid wird. Er gibt Tekens und deut Wunder, wo der Ägypter sehr ängsten. Gott beweist sich stark, so dass der Feind sich ängsten, deuten verehren Gott. Und dann noch einmal 2. Mose 18, in Vers 9, als Moses den Schwiegervater das vertellen lässt, was Gott getan hat, dann sagt Jethro, sein Schwiegervater, sagt Jethro, der freut sich zu all das Gute, das der Herr für Israel getan hat, und von der Ägypter ihre Macht losgemerkt hat. Jethro sagt, preis den Herrn, der jünt so von der Ägypter den König gerat hat, in der jünt Volk von unter der Ägypter Macht rütbracht. Sie wollen wie Gott preisen tun, andere vertrauen tun, was Gott getan hat in uns Leben, dann tun die auch Gott preisen, dann wird Gott noch mehr ihr kriegen dafür. Und das ist, was sein Plan ist. Er will haben, dass alle Menschen auf der Erde das sollen hören. Wer er ist, woher raten das? Gestern Nachmittag hier, wie als nur der Service, Prediger Breski Gelegenheit mitzuteilen von dem, was haben Jesus angenommen. Und wir vielleicht about 40 oder so, was in der Ferien kam, was Jesus hat angenommen. Und als die Zeugnisse waren gegeben, dann wie ein junger Mann, ein Jugendlicher, der stand ab und gab Zeugnis, wo er Herz hat, Jesus angenommen. Dann stand sein älterer Bruder ab und dann verteilte, wo das Zeugnis von seinem jüngeren Bruder, dadurch hat er Jesus angenommen. Und dann stand der Vater ab und kam und gab Zeugnis. Wisst ihr, wenn wir unseren Menschen vertrauen, was Gott in uns Leben getan hat, dann werden die dort auch. Dann sind die auch Hoffnung, dass der Verehrt noch Hoffnung ist. Dann werden die auch die Radung erfahren, was wir erfahren haben. Und so schafft das. Und das, was hier passieren wird, als Moses den Schwiegervater vertellen wird, was Gott alles getan hat, dann fängt sein Schwiegervater auch an, Gott zu preisen und Gott zu loben, für was für große Dinge, die er getan hat.
Nicht nur, dass Gott uns bloß aus unserer Gefangenschaft raten, aber er hat uns auch aus der Gefahr raten. David gibt Zeugnis davon in 1. Samuel 17, Vers 37. Sagt er, der Herr hat mich von den Kleven von den Lev in die Kleven von den Bohr gerat. Und er wird mich auch von diesen Philister seine Kleven raten. Und soll sie zu David, go, und mocht der Herr mit dir sein. Als David nu den König Saul kam, und baut sich an, dass er wird gehen den Ries fetten, dann sagt Saul zu ihm, du bist doch mal jung. Dit is een grote kriegsman, wat er uitgeleerd is, wat er geweer heeft, wat er ervaring heeft van kriegen. En du bist nog een beetje jong. Aber David, even noch noch mal jung war, hij had een Zeugnis. Hij had 2 Zeugnisse, wat hij met den König mitteilen. En hij deelt met, wo hij weer op een stap gewesen, hadden zijn vader zijn Schub abgepasst, wurde wir in Lev gekommen, den Schub te vernichten, abzufreten, zu en wo hij had den Lev met zijn Hang doodgemerkt, wo Gott hem had geholpen. Zie, dat is niet menselijk. Een gewone mens wordt niet gaan in een Lev gaan en den doodmerken. Dat wordt keine geleerd hebben. En zo dat we een klare Zeugnis wat hij aan vertellen, dat niet maar bloß das, wie noch eine Begebenheit, wo ein Bohr kam. Wer würde in sein rechtes Verstand je in ein Bohr gehen? Als ich würde gesagt haben, ich würde wellig 1 oder 2 oder 5 Schub abgeben. Solange ich nicht dürfte, ich bei dem Bohr kommen. Aber David, der vertraut auf Gott, er raubt Gott an. En in Gott seine Kraft ging hij en hij sloeg den Boer ook dood. Nu had hij 2 Zeugnisse, wat hij kon mitteilen met deze König. En als hij dat mitgedeeld had, zei de König, go, mocht de Herr met die zijn. Weet je, wenn wir ein Zeugnis haben, was Gott an uns getan hat, wie das mitteilen, dort merkt uns noch mehr deren up, dass wir noch mehr für Gott tun. In Psalm 18, Vers 17 sagt David, wo Gott am geraten hat, sagt er, hij langt von hochboven rauf en kreeg mij te houden en trok mij uit grote water uit. Uit grote diepet gefährdet water. Du, sagt er, Gott hat von hochboven regt er rauf en trok mij eruit. Dat is een radung. In Psalm 33, Vers 16, sagt dort, een König, der wordt nicht durch seine große Armee geraten, ein Ries wordt nicht durch seine große Kraft geraten. Dat heeft niet met te doen hoe groot die Armee is. Dat heeft niet te doen met hoeveel kracht een mens heeft, wanneer het tot de radung komt. Wanneer je gehoord hebt en vielleicht gelezen hebt, wo Gott Israel raden deed, nicht nur bloß in der Bibeltijd, aber wenn wir würden in der History lesen von den 1967, als Israel rundum begrenzt wir mit Armeen, wo er viel geraten, viel stärker wären als Israel era, viel mehr und hatten viel bessere Kriegsbereitschaft. Die Ägypter, die Assyrians und die Lebanese, oder die Jordanians, wären ganz angenehm, wir sich einig geworden, sie würden Israel vernichten. Und als die in Israel kam, und saß der, hat Israel die ganz vernichtet und hat noch 3-mal so viel Land angenommen, als sie erst hatten.
Dort wir ganz gehen, was Menschenverstand besehen oder begreifen können. Und er sagt hier, dort entkenne ich, was nicht nur sich haben, als seine Armee groß ist. Und ein Mann kann nicht nur sich haben, als was er Kraft hat. Dort handelt es sich nicht durch an. Dort handelt es sich durch an, wenn die Gott anrufen und Gott vertrauen. Und das wird hier passieren nicht. So Gott rat an, Gott halb an und Gott bracht an Rüd uit de Gefahr. In Psalm 35, Vers 5 sagt er, ich zag den Herrn und er antwortet mir und er raadt mir uit all meine Furcht. Das ist eine Area, wo uns das so verken am Radung fehlen wird. Dann hier wir something, oder wir sein something, und dann kommt Furcht über uns. Vielleicht habt ihr eine Gelegenheit, ein Zeugnis zu geben, und dann kommt eine große Furcht über uns, und dann ist ein Müll tau. David sagt, dort Gott raadt mir uit all meine Furcht. Psalm 55, Vers 9 sagt er, willst du hast mir uit all meine Not geholpen. Wo verken sie wie een Not? Und Gott hat uns eruit geholpen. Een paar Jahre terug, wie de winter, kwam ik een midwegs morgens hier naar de kerk. En als ik door aan de grote curve kwam, hier dicht bij Port Burwell, dat wir isig, und auf einmal fängt die Chor hängen und Ram zu drehen. Und ich fängt an die Werte fahren, und von Fern kam ich fertig angefahren. Und ich glaube, auf einmal, Gott halt mich. Und ich weiß nicht mehr gleich, was da passieren wird. Aber ich kam nicht in Kontakt mit der anderen Chor. Und meine Chor, die waren ganz arm, ganz 100% angewangen. Und ich kam zu stehen auf dem Schulter. Und der andere sieht weg. Gott, der uns raden, uit all onze Not. 3 Wochen terug fallen mir große Knappel auf dem Regen. Und er hat leicht könnt, mein letzter Stopp sein, was ich jemals genommen hat. Gott rad mich uit meine Not. Weet je, wenn wir Gott anrufen in unsere Not, sagt er, wird er uns helfen? Und dann sollen wir ihn preisen. Dat meint, dan moeten we dat bekannt maken. Dan moeten we dat vertalen. Wir können nicht preisen, wenn wir das nicht bekannt machen, wenn wir das nicht mitteilen, wenn wir Gott nicht loben, dann dafür. Psalm 86, Vers 13 sagt dort, willst deine Treuart gelaufen für mich so sehr groß ist, du hast meine Seele vom Tod gerettet. Kannst du das doch sein? Kannst du Gott loben und preisen dafür? Weet je, verken sie wie Angst, dass wir wollen nicht der rechte Weg haben, dort zu sein. Weet je, der Mann, was Jesus heilen, der blind geboren wird, den wird für die Kirchenlehrer gebracht und gesagt, was alles passiert wird. Hij had euch al de antwoord, hij verstaat dat euch al, hij wist niet meer wie Jesus weer. Maar ze dit eigenlijk weet ik. Eerst wie ik blind en nu kan ik zijn. Daar hoef je geen twijfel niet aan. Want je weet eigenlijk wacht, maar we al de antwoorden hebben. Maar wat immer we erfahren hebben, dat zullen we mitteilen, dat zullen we God verpreisen. Dat zullen we God verloven, wat hij in ons leven gedaan heeft. Eigenlijk gaan we zeggen, eerst wie ik verloren en nu zie ik gered. Eerst wie ik op weg naar de hel, nu zie ik op weg naar de hemel. Wees wat Jezus voor mij gedaan heeft. Dus hij mij gered heeft van den eeuwigen dood. Dat is wat David hier Gott verloven deed. Psalm 116, Vers 8 zegt, willst du, o Herr, meine Seele vom Tod gered, meine Augen von Thron en meine Feit von Lappen. Die Gesundheit ist ja weggegeben. Gott hat uns vom ewigen Tod gered. Ich komme mir so klar erinnern als ein junger Jung.
vielleicht 13, 14 Jahre alt. Mit mir im Schluprohr, der so ist, dass ich so eine große Furcht, dass ich wird sterben und verloren gehen. Gott hat mich von den Thronen gerat. Gott hat mich von den ewigen Tod gerat. Die kann ich auch preisen. Aber wenn die Thronen ja, das ist ein Thron von Freiheit, nicht von Angst. Ich kann Gott preisen dafür. Und dann sage ich auf meine Feit gerat von Lappen. Was je wies dann vor, dass unsere Feit wacht Lappen dann. Wenn wir täglich wandeln dann auf uns Lebensweg, das ist immer Gefahr, dass unsere Feit wacht Lappen wollen. David sagt, ich habe meine Feit gerat von Lappen. Du fehlt uns jeder Tag immer weiter von Teraden. Als Daniel und seine Freunde in Babylon waren, du auch einen sehr großen Druck, eine sehr große Gefahr, vertrauten sie ganz Gott mit ihr Leben, mit ihr Seil, mit ihr Körper, mit alles. Und sie waren willig, ihr Leben abzugeben, in Antwort im Vier im Oven geschmissen. Und sie vertrauten Gott, und Gott hat die nicht lassen untergehen. Lothar, Daniel, wurde aber Probe gestellt, und er auch wurde, und ich habe eine große Gefahr, dass sein Leben wird zu einkommen, weil es arm wird worden, manche Lebens geschmitten. Und er war willig, sein Leben abzugeben durch Daniel, seine Freunde, sagten zu den König, wie weit dass Gott uns raten kann, aus deiner Hand, aber wann hält nicht das? Wir wollen haben, du sollst das weiten. Wir wollen nicht deine Jette anbeten, wir beten Gott an. So ein Vertrauen hatten die auf Gott. Als der König das erfahren hat, dann gibt der König ein Zeugnis von diesen Männern, von diesen Jungs und von deren Gott. In Daniel Kapitel 6, Vers 27 und 28. Da sagt der König, mit dit schrijven verlang ik von allen Menschen en mijn ganze Dreck, dat je Daniel seinen Gott fürchten und ehren sollen. Hij ist Gott, der du leeft en immer leben wird. Sein Recht wird nie nicht abhören. In sein Recht zu regieren ist ewig. Hij kann raden und vrijmaken. Am Himmel und auf der Erde wirkt hij seine Wunder und Tekens. Hij hat Daniel von der Levs ihrer Macht gerat. Dit wie der König, was er geschrieben hat. Der König gibt so ein Zeugnis, als der Jungs ist wieder standhaft geblieben, ob er Vertrauen auf Gott. Er sagt, Gott hat ihn von der Levs gerat. Was sagt Jesus, wie sie von den Sotun vertalen, was von Glückes braucht er für den Sotun? Er sagt, der Sotun ist so aus ein brillender Lev. Für den, der wir uns nicht fürchten, wenn Jesus bei uns ist, wenn wir mit Jesus gehen. Der merkt der Lev ihre Mühl tau, dass er uns nicht tun kann. Wir dürfen uns nicht fürchten für den. Den sie macht, ist all gebrochen. Jesus hat den all überwunden. Und so Tag für Tag, und was immer Troubles, was immer Umstände wir uns dann befinden, wie wenn wir mit Jesus gehen, der wir den Lev nicht fürchten, Christus David, die nicht fürchten, und der nicht kann andauern, will Gott, der am beschützen. Paulus, erfuhr viel Verfolgung für den Namen Christus. Und er gibt Zeugnis in 2. Timotheus 3, Vers 11,
wo Gott am Raden deed. Und je Rat hat. Hij schrift te Timotheus. Timotheus wie een jüngerer Christ, wem hij hat helpen gründen en zijn Glauben an Christus. Dat wir so aus zijn jährlicher Sehen, nannt hij den. Und hier in 2. Timotheus 3, Vers 11 sagt er, als hij am Schreiben sagt er, die Lieden, die mir toegesagt worden, bekannt, in wat ik in Antiochien en Iconien en in Lystra uithouden moest, weetst du, uit al den raad de Heer mij uit. Al die vervolging wat hij lieden deed, en wordt gesteinigd en uit de stad uitgeslapt en door verdood gelaten. En wordt gebonden en zeer verslaan in een gevangenis gesmeten. Verschiedene dingen erfuhr hij, aber sagte, uit al die raad de Heer mij uit. Hij kan ons uitraden uit vervolging. Viele Christen von der in der Welt leiden sehr große Verfolgung. Du hast mehr Verfolgung von der in der Welt als at irgendeine Zeit in der Vergangenheit. So dass mehr Christen in dieser Deel worden doodgemerkt für ihr Leben, die in Gefängnis sind, als jemals vorher. Und dat is klar wat Jesus sagt, wat ter laatste tijd passieren wird. Dat is nog een Ursache, wo wir weten, dat wir ganz in der laatste Deel leven doen. Wo wir dürfen uns nicht fürchten, weil wir haben all diese Zeugnisse, dass Gott uns raten, der immer war. Er hat uns in der Vergangenheit geraten, er hat uns nu raten, und wir haben eine ganz volle Hoffnung, dass er uns auch noch wieder raten wird. Er wird uns nicht lassen gehen. Seinen Namen zu haben. Was von Namen würde er uns geben? Wenn er uns nicht lassen gehen. Er wird nicht. Er kann nicht, wie er versprochen, dass er wird nicht. Er hat uns in der Vergangenheit geraten, er rat uns nu, er wird uns wieder auch raten. In Jesaja 59, Vers 1 sagt der Prophet, horch mal, den Herrn sein Ohren ist nicht so kalt, dass er nicht raten kann. Seine Ohren sind nicht doof geworden, sodass er nicht hören kann. Gott ist derselbe, gestern, von der in alle Ewigkeit. Er ändert nicht. Wir können anrufen und er hört uns. Er helpt uns. Er rat uns. Er ist mit uns. Psalm 34, 19 sagt, der Gerechte, die schrien, und der Herr hört ihn und helpt ihn uit all ihre Not. Nicht die meiste, alle. Wenn der Gerechte uitschreien naar Gott, hij helpt hen uit al ihre Not. En dan wat van de nood dat is. Als dat zeilnood is, als dat geestesnood is, als dat physische nood is, wat immer nood dat is. Gott helpt ons uit dat alle ruut. Bist du in gevaar? Bist du in trouble? Bist du in bedürfnis geraten te zijn? Wenn du Jesus Christus nicht kennst als persönlichen Heiland und Herr, dann kannst du ihm anrufen und er wird dir raten, weil er hat versprochen, in Römer 10, Vers 13, weil wir immer den Namen des Herrn anrufen wird selig worden. Sag nicht, die hat nicht Gelegenheit, er wird Fleisch. Er sagt, wer den Namen des Herrn wird anrufen, der wird selig worden. Entweder der Wort oder Gott ist ein Lehner, ein von den beiden. Das ist kein Abschiedslicht. In der Bibel sagt uns, das ist allmählich für Gott zu legen. Und Gott hat gesagt, wer immer sie Namen wird anrufen, der wird selig worden. Kannst du dort leben? Lebst du dort? Das sie andere das vertalen? Das Gott loben und preisen dafür, dass er die geraten hat von den ewigen Tod? Wir sind schuldig, ihm zu loben, ihm zu preisen, ihm zu danken dafür. Bist du nicht groß in Gefahr? Fehlt die Radung von,
Was immer Umstände du die werden befinden darfst nu. Psalm 50, 15, erwähne ich ihr schon. Sagt raut mich an in der Not, in die Not. Nou word die raden und dann sollst du mich preisen. Wenn wir ein Bedürfnis sind, dann sollen wir Gott anrauten. Und dann dat het leven dat hij ons raden wordt. Psalm 91, vers 15 zegt dat hij wordt mij aanroepen en ik wil hem antwoorden. Ik wil hem in trouble bijstaan. Ik wil hem raden en te eeren brengen. Niet te schande brengen, te eeren brengen. Dit is wat God zegt. Zegt hij wordt mij aanroepen, ik wil hem heeren. Der wordt mij zijn trouble aanroepen, ik wil hem bijstaan. Ik wil hem raden en ik wil hem eeren. Dit is wat God zegt. Zou je Gott op zijn woord vertrouwen? Zou je ons vertrouwen ganz op God zijn woord zaten? Zeg, dit is wat God gezegd heeft, ik geloof dat, ik hou me daar aan. Wat immer aan mij passiert, ik weet, God wordt mij hieruit raden. Jesaja 65, vers 24 sagt Gott, euer sei beten, wo ich antworten, euer sei uitgereed haben, wo ich angeben. We haben voor jou technology, instant messaging. I mean, wie eine message schicken, voets aus der Tür. Gott sagt, er kann noch besser so tun. Euer, die das all gesagt hast, hier ich das all. Euer, die ihn uitgereed hast, wird dir antworten. Weet je wat wir Menschen doen, wat er zo'n soort heeft, oder wat er zo'n proef te doen? Een Noah, een fool. Spreche zeg een fool, die dat antwoorden, euer die gehet heeft. Wie zijn niet als God? God weet al wat aan ons hart is. Hij weet al wat aan ons gedanken is. Hij weet al euer die over onze tong komen. So, hij is niet te laut, hij is niet te langzaam. Hij zit hier voor al, wo wir entgegen gaan, lang waar we door zijn. En hij is ganz bereit, antwoorden. Eer we even al fertig zijn. Wie daarom Gott al niet meer ver zijn, wat hij zal doen. Wie zou zeggen, God help me. Hij weet graag wat te doen. Wanneer onze kinderen nog maar schreeuwen doen, help. Dan moet we weten, wat is die trouble? Wil kan die helpen? Wat fehlt die? Gott vraagt niet zo'n vrouw. Hij weet graag wat ons fehlt. Hij weet graag wat ons trouble is. En we hem aanroepen. Hij zegt, hij wordt ons raden. Dat zullen we ons ganz op verloten. Jeremia 33, vers 3 zegt, vrouw mij. Dan wordt dat ik die zeggen kan. Ik word die großartig en verschlotene openbaren, wat du niet verstaan hast. Roep me aan, zegt hij. Op Engels zegt hij, we zullen hem aanroepen, dan worden hij ons grote dingen wijzen, waar we niet aan weten. Dingen wat we gleich verstaan kunnen. Dat jij we aan, voor aanroepen, en hij wordt ons hier. Bist du beduurd om de toekomst? Bringt dir dat Angst, wenn du even nie hier bist? Dat al die Länder in de Middle East, in Europe, in some andere East Asia, dat die zich in Israël draaien en dat zo laatst Israël wordt vernicht worden? Willst du weten dat dat is het teken voor de laatste tijd, voor wat te aankomt? Merkt ihr dat Angst? Merkt ihr dat Angst, wenn du hier wo Gesetze geändert worden und wo Christen mehr und mehr ihre Freiheit verlieren dann und wo die mehr und mehr unter Druck kommen? Was da kommen wird? Merkt ihr das Angst? Bist du beduurd um die Zukunft? Was für die denken, das an die Kinder und was für eine Welt wollen die abwachsen? Merkt ihr das Angst? Bist du beduurd um die Zukunft? Hebräer 7, 24 sagt, dass Jesus über
weil er ewig lebt, haft ein Priesteramt dort nicht abhielt, durchwegen kann er die vollständig raden, die durch Arm nur Gott kommen. Er lebt ewig in Bet veran. Wir dürfen uns nicht abreden. Wir dürfen uns nicht Angst haben. Jesus sagte sie die Jünger in Johannes 14, Vers 1. Je leben an Gott. Lebt doch an mich. Lass ihr nicht ihr Hort bearbeiten. Und dann jaagt wir ein Versprechen, sagt er. Mein Vater sein Haus hat viele Wohnungen. Das ist so, wie ich würde gesagt habe. Ich gehe hin, Platz rein zu merken. Und wenn ich gehe hin, gehe Platz rein zu merken, ich will 3 Kunden, wo ich mitnehmen, dass ich kann nur sagen, wo ich sie. Keiner wird dort verbeten, dass Jesus dort nicht vollenden kann. Wir dürfen uns nicht fürchten, was die Zukunft bringen wird. Das heißt, ich will mit Jesus sagen, was eng. Ich will nie nicht verloren und nicht versehen. Wenn Jesus du erst, dann hast du Möglichkeit. Dann hast du Erradung. Dann hast du Hoffnung. Dann hast du Leben. Wir dürfen uns nicht fürchten für die Zukunft. In Daniel 12, Vers 1 sagt er, und in der Zeit wird Michael, der große Schutzengel, der über das Volk steht, sich bewiesen. Da wird eine Not zu der Zeit sein, als noch nie nicht euer, von dann aus Völker und Länder anfangen bei der Zeit. Aber zu der Zeit wird dein Volk gerat worden, und in jeder, wem sie noemen, ein Buch gefangen wird. Jode kennt eine große Zeit von Not. So dass er nie die Herr gewasst ist. Und wenn das du abhören leid, dann wird wir Ursache haben, zu fürchten. Aber das ist nicht das eng. Das nächste Wort ist Ober. Und dann kommt der Gott dies, sagt er, der Herr sein Volk wird gerat worden, und jeder einer, wem es nun im Lebensbuch geschrieben ist. Wir dürfen uns nicht fürchten. Gott ist uns Rada. Er hat uns in der Vergangenheit gerat. Er rat uns nu. Und wir vertrauen, doch er wird uns auch in der Zukunft raten. Durchwegen ist uns Wort nicht abgerecht. Wir vertrauen auf Gott. Wenn wir beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön für deine Versprechung von der Radung. Und wir sein in dein Wort, die Zeugnisse, wo du immer weiter dein Volk raten lässt, den nie nicht verloren und nicht versiemen lässt. Du kannst dein Wort und deine Versprechen holen und nicht ein von dir worden besiegt fallen. All die Versprechungen in Christus sind Ja und Amen. Dankeschön, Herr, für was du uns gewesen hast in dein Wort, was du von der und Tag noch bewiesen hast, wo du dein Volk raten lässt, uit all ihre Not. Troubles, ja, du sind viel, aber du ratst uns uit all daaruit. Dankeschön dafür, Herr. Dankeschön für dein Wort. Wir preisen dich und loben dich und danken dich. Help uns, Herr, dass wir würden dit Wort in uns hart bewahren, uns immer weiter daran erinnern, wenn wir im Trouble kommen, Herr, dass wir nicht würden an Menschen checken, dass wir nicht würden Romans nur die Umstände checken, aber wir würden abchecken nur die. Dass wir würden die anrufen und die vertrauen in all unsere Umstände, in all unser Leben, in all unsere Bedürfnisse, in all unsere Not. Denn du bist uns Rada, der uns in der Vergangenheit gerat hat, der uns nu raten wird, und der uns auch in der Zukunft weiter raten wird. Dafür preisen wir und loben wir dich, dass du als das China, was dort tun kann. Dankeschön, Herr, in Jesus' Namen. Amen.